Es ist Dienstag, der 16. Juni. Ich begrüße euch herzlich zur Tageslosung Jeremia 2,17. Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Und Johannes 8,31, Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Sauber eingebrockt. Das musst du dir selber zuschreiben. Das hast du dir selber aufgehauset. Wie man sich bettet, so liegt man. Jeder ist seines eigenen Glückes oder eben Unglückes Schmied. Und ein bisschen formaler gesagt, das ist deine Verantwortung. Da bist du schuld. Das hast du gewählt. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Ihr alle erinnert euch an Bee Gees, die 3 talentierten Brüder, die immer wieder die Charts haben bis zuoberst erklettert, die Musikgeschichte geschrieben haben über manches Jahrzehnt, die ihren Stil x-mal wandeln konnten und immer auch wieder das Beste daraus holen, die sogar einige Krisen überwunden haben, sich wieder zusammenraufen konnten. Saturday Night Fever zum Beispiel oder Grease haben sie ja musikalisch untermalen und haben damit eigentlich der Welt von der Disco-Musik so richtig den Boden bereitet, mit diesen Falsettstimmen, die sie hatten. Es ist ein unglaubliches Phänomen, wie sagt sogar der Robin, es gibt ja den Barry, der Robin Morris, der Robin sei eigentlich Mozart von der modernen Musik. Wer man nicht so kennt, ist der Andi. Er war um ungefähr 10 Jahre Nachzügler und war sehr anfällig auf Drogen und Alkohol. Obschon man gesagt hat, er verrennt jetzt von jedem den besten Teil von seinen Talenten. Er wäre eigentlich noch von allen der Beste. Als er gesagt hat, er zögere auf Hollywood, hat ihm der Morris noch einmal eingeschärft, mach das ja nicht. Dann bist du nicht gewachsen. Du weißt nicht, was für Fallen man dir dort stellt. Traps. Diesen Fallen wirst du nicht gewachsen sein, du wirst es nicht durchschauen, du wirst dort ein Opfer. Der junge Bruder hat nicht darauf gehört, er ist gegangen, 5 Tage nach seinem 30. Geburtstag und nach vielen Alkoholexzessen und am Geburtstag im Alkoholdelirium ist er dann gestorben. Was soll man am Ende sagen? Wie hat es gesehen? Ja, das ist wichtig. Und wir haben ihn gewarnt. Ja, das ist richtig. Aber wir haben am Schluss nicht die Verantwortung, die letzte, über seine Entscheidungen. Das ist auch wieder richtig. Es gibt nämlich eine letzte Verantwortung und sie liegt bei uns selber. Das ist ja auch unsere Ehre, die uns Gott gibt. Es gibt also auf beide Seiten so eine Verantwortung. Für das Gute wie auch für das Schlechte. Es ist auch beim Guten eine Verantwortung, die wir haben. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, Gott hat es gemacht. Hat er auf jeden Fall. Aber er sagt uns ja selber am Schluss, du treuer Knecht, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Also das Kompliment gibt es auch von Gottes Seite und es ist ein echtes. Bei meiner Pfarrwahl hat es Gegenwind gegeben, wo ich ein bisschen Auskunft geben in der Vorstellungsrunde in der Gemeinde über meine theologischen, sagen wir mal, ein bisschen Schwerpunkte, Liebhabereien. Und ich habe gesagt, Johannes Calvin, den habe ich gründlich studiert. Und jetzt, wie gesagt, eine Angst gegeben im Volk, jetzt kommt der auch noch mit dieser alten Prädestinationslehre. Das ist ja furchtbar. Also, dass Gott die einen hat für den Himmel bestimmt, die anderen zur Hölle verdammt, bevor sie nur selber entscheiden können. Und das macht den Leuten Angst. Ich bin dann gleich gewählt worden. Ich vertrete ja die Prädestinationslehre nicht und nicht die doppelte Prädestination, also auf beiden Seiten herum. Man kann sich ja gut vorstellen, es gibt ein Tor, das schmale Tor, das Jesus gesagt hat, zum Paradies oder eben zum Himmelreich. Für die Ewigkeit. Man kann sich vorstellen, da gibt es eine Aufschrift, die heisst «Wählt». Also wählt, ob ihr hier reinkommen. Das ist richtig. Und das heisst, man hat ja Entscheidungskämpfe
manchmal kurz und heftig, manchmal ziehen sie sich über längere Zeit hinweg, manchmal braucht es sogar mehrere wichtige Grundentscheidungen. Und nachher, wenn man drin wäre und würde zurückschauen, dem Mal, heisst es dann nicht mehr wählt, sondern erwählt. Wir waren erwählt. Oder auch erwählt. Das ist natürlich die andere Seite. Und beide Seiten sind eben richtig. Etwas, was unsere Logik nicht packen kann und etwas, was man in der Reformation hat logisch ein bisschen auseinandernehmen und nachher neu zusammensetzen. Es geht leider nicht. Das heutige Schriftwort lässt ganz deutlich uns wissen, lässt keinen Zweifel offen, der Mensch wählt sein Ziel. Darum ist der Ausdruck Prädestination sehr unglücklich gewählt, weil er redet so wie von einer Scheinverantwortung. Ich bin mit diesem Wort aufgewachsen und habe immer wieder gehört von meinem Vater, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und er hat sich eben als Pechvogel von seiner Familie prädestiniert empfunden und hat gesagt, und so ist es halt jetzt, ich bin ein Pechvogel, auch bei Gott. Aber das hat er hier gegen Schluss von seinem Leben deutlich korrigieren, Gottlob. Weil die Chance bei Gott ist immer eine echte Chance. Wäre es nicht so, so wäre alles nur eine Matrix, das heisst, wir wären programmiert. Wir hätten zwar das Gefühl, wir führen ein freies Leben, aber alles ist nur vorprogrammiert. Und auch der Tod von Jesus am Kreuz wäre nichts anderes gewesen als eine Show. Aber es soll eine echte Chance sein. Und Gott hat die Lage richtig eingeschätzt. Er hat gewusst, sein Volk ist in Ägypten in der Sklaverei. Und diese Sklaverei müssen wir ernst nehmen, die muss man zuerst aus dieser herausführen. Und so hat er sie fast ein bisschen traumwandlerisch durch die Fluten vom Schilfmeer durchgeführt. Und dort haben sie so eine Grunderfahrung gemacht, die sie nie vergessen. Einerseits zwischen diesen Wasserwängen durchzulaufen. Vielleicht sind dort zwischen mal Walfische ein bisschen zuschauen, wer da vorbeiläuft. Das weiss man alles nicht so genau. Und nachher dann noch die Sturzflut sehen, auf das ägyptische Heer runterbrechen. Und dann wissen sie, wir haben keine Verfolger mehr, niemand mehr, holt uns zurück in die Sklaverei. Aber es hat ja noch eine zweite Grunderfahrung gegeben, nämlich die Wüstenwanderung. Jetzt kommt das Brot aus dem Himmel. Über das haben wir auch schon geredet. Dort ist nicht der Äußermensch befreit worden, sondern der Innermensch ist zum Glauben befreit worden. Im Alten Testament hat das sehr lang gedauert. Im Neuen Testament, wo der Heilige Geist da ist, kann so etwas auch sehr kurz dauern, nämlich dass ein Mensch wirklich in die Glaubensfreiheit hineinkommt. So sind also die Voraussetzungen erschaffen, dass jetzt, wo sie dann am Jordan stehen, nach 40 Jahren, sie sagen, wir gehen über, wir nehmen Jericho ein. Das wäre vor 40 Jahren nicht möglich gewesen. Sie nehmen aktiv teil an diesem Kampf. Sie haben Vertrauen und später braucht es ein bisschen weniger so übernatürliches Eingreifen von Gott, immer noch seine Hilfe, wenn sie die nächsten Städte nach Jericho werden einnehmen. Aber sie sind zu einer Partnerschaft befreit. Und jetzt, einige 100 Jahre später, sagt uns die Losung, sie haben trotz all dem, trotz einer grundsätzlichen, tiefgreifenden, nachhaltigen Befreiung falsch gepockert, sie haben auf das Falsche gesetzt und kommen an das Ende von ihrem Latein. Für es nochmal zu sagen, Voraussetzungen gleichen so ein bisschen dem, was wir heute sagen, Taufe und Wiedergeburt oder Bekehrung und Wiedergeburt. Einerseits der Gang durchs Meer, wo man weiss, der Find ist besiegt, ich bin frei. Andererseits, dass man auch den Geist vom Vertrauen überkommt, der Heilige Geist, der einen befähigt, in dieser Freiheit nachher Schritte zu machen. Das ist wie Ostern und Pfingsten. Auf dieser Basis macht Gott uns dann verantwortlich. Er muss uns zuerst freisetzen, für uns nachher verantwortlich zu machen. Vorher ist Verantwortung immer ein relativer Begriff. Aber jetzt hat er alles bereitgestellt und kann wirklich sagen, it's your turn. Jetzt sind wir an der Reihe.
wie in der Welt schon bereits ein Stück weit Verantwortung vorhanden ist und eben auch Vernunft kann oben ausschwingen und regieren, wie man es gesehen hat bei den Bee Gees, die waren alle zusammen auch ein bisschen in diesem Salat drin, aber auch dort hat es andere Brüder gegeben, die sich durch Entzugskuren wirklich losstrampeln konnten. So ist es erst recht, wenn es um Gottes Reich geht. Ich sehe ein, dass ich es verbockt habe. Das tut gut in Gottes Ohren. Wenn Gott nicht an unseren Verstand und an unsere Verantwortung könnte appellieren, kämen wir nie aus den Startlöchern. Wir würden uns immer mit Ausreden abschotten und schützen. Vor längerer Zeit war ein Mann bei mir, der mit Sünden gelebt hat, die er schon am Anfang von seinem Glaubensleben nicht hat ausgeräumt. Und er hat das gewusst, er hat mir so erzählt, das und das hätte ich bei meiner Taufe auf den Tisch legen, habe es aber nicht. Und der Teil in seinem Leben, ob schon er dann eine Gelegenheit hatte und Äußerlichkeiten ihn fast ein bisschen daran gehindert haben, dort wirklich den letzten Schritt zu machen. Diese Sachen haben er von hinten ins Feld aufgerollt. Sie haben seine Ehe zerstört, sie haben die Beziehung zu seinen Kindern zerstört, sie haben nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung von seinen Kindern genommen. All das ist ihm passiert. Und so ist er unter die Räder gekommen. Und Gott hat aber nachher 3 Mal zu ihm geredet, in einer sehr deutlichen Art. So wie wir es auch mit Jeremia lesen, nämlich immer wenn sie daran erinnern, laufen sie wieder davon. Und er hat gesagt, das ist unglaublich, wie ich wieder davon gelaufen. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, wie kann man nur so dumm sein. Es ist bis zu einem Zusammenbruch gekommen, Nervenzusammenbruch. Und so war er da, wie gesagt, ich habe es selber eingebrockt. Das ist natürlich ein Wendepunkt, wenn jemand das selber sagt und nicht nur Gott sagt, sondern er sieht es selber ein. Bis zum Schluss bleibt also eine schmale Tür offen. Die Tür, die wir vorhin schon erwähnt haben. Sogar zur Zeit von Nebukadnezar war das so, dann, wo Jeremia das Wort an das Volk hat gerichtet hat. Der hat nämlich gesagt, ihr könnt euch heute ergeben, ihr könnt euch auch noch morgen ergeben, ihr könnt euch eigentlich immer ergeben, bis wir die Stadt einnehmen. Dann ist es zu spät. Wer sich ergibt, der wird ihn am Leben lassen. Er wird sicher Folgen tragen, aber er rettet sein Leben. Niemand hat es gemacht. Und wir wissen ja warum. Weil es hat so eine enorme gegenseitige Kontrolle gegeben, dass sich die Leute etwas eingeredet haben. Der Tempel des Herrn ist hier, heisst es ja wie Jeremia. Also, Gott kann uns nicht im Stich lassen, egal was wir machen. Aber ein Mann wäre sicher rausgegangen, den habe ich vorhin erwähnt, der gesagt hat, ich habe es verbockt. Ich nehme die Verantwortung auf mich. Das kann man eigentlich nur, wenn man den Loskauf durch Gott erlebt hat, durch Jesus Christus im Neuen Testament, eben durch den Auszug aus Ägypten im Alten Testament, wenn man das noch bewusst bei sich hat. Wenn das in uns ist, dann können wir sagen, ja, das ist ein versöhnlicher Gott. Das ist ein liebender Vater. Bei ihm gibt es einen Neustart. Da kann ich jetzt Verantwortung übernehmen, ohne dass es mich erschlägt. Erschlagen wird es mich nämlich, wenn die Sünde ungebrochen auf mich wird zurückfallen. Die Bibel redet ja auch vom zweiten Tod. Wenn man es jetzt tut, tut es weh. Wenn man es nachher tut, tut es noch viel mehr weh. So können wir uns gut vorstellen, es ist Musik in den Ohren, wenn ein Mensch sagt, ich habe mir selber eingebrockt. Dann kann ich Jesus Christus die Last nämlich abnehmen und dann kann er wirklich neu anfangen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.